der Anschlussversatz zu Minecraft. So, wir haben gestern unser Lager, was wir bis jetzt haben, vorab völlig aufgefüllt. Und jetzt war die Frage, ob wir jetzt erst das machen oder ob wir unten die Steinebene machen. Das ist jetzt wirklich die Frage, ne? Was wir jetzt da machen. Da jetzt mal da ein bisschen abbauen, dass wir da mal erstens den Spot dafür haben, so wie wir ihn brauchen. Und dann schauen wir mal weiter. Das ist natürlich doof, ne, weil man für Steine natürlich eigentlich hauptsächlich jetzt was braten. Oder Stor und so einlagert. Alles Mögliche, was man hat. Aber Essen war natürlich auch wichtig. Müssen wir jetzt eins am anderen fertig bauen. Ich glaube, dass wir jetzt Kupfer nur noch in der Ebene benutzen. Einfach aus dem Grund, weil es mir echt einfach zwei Arbeit ist zum Farmen. Da finde ich echt andere Sachen entspannter und schöner zum Farmen als wie das. Und ich glaube, das könnt ihr auch safe verstehen. Von dem her werden wir einfach dann irgendwie was anderes, wie Stor oder Steinziegel oder irgend sowas, was wir halt einfach über dem Fluss haben. Weil es macht ja keinen Sinn, da so eklig Kupfer dann herzunehmen. Das, was du so eh nicht brauchst. Aber Stor und so haben wir halt da haben wir glaube ich 5 Kisten jetzt oder so. Also haben wir auch genügend von dem. Aber jetzt bauen wir erstmal da ab, dann bauen wir ein bisschen auf, dann bauen wir ein bisschen um. Und da die unten, ich darf vielleicht sagen, dass wir uns nochmal das mit dem Ofen nochmal anschauen, dass wir unser Bambus dann vielleicht irgendwo anders hinbauen. Ist ja relativ einfach umzubauen, das Ganze. Da ist die Hälfte nicht angeschlossen, also unser Eisenfarm müssen wir dann auch wieder irgendwo hinbauen, also das sind lauter so Sachen, so Kleinigkeiten mehr oder weniger, die wo wir halt jetzt die ganze Zeit nicht benutzt haben und halt jetzt dann mal wieder sagen kann, so ja, das bauen wir wieder auf und dann baut man da irgendwie so einen Füllstandsregler und so, wenn das voll ist, dann schaltest du aus, dass die nicht mehr weiter Golems spawnen und dann haben wir dieses Problem auch gar nicht mehr. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So. Dann das noch. Aber ist schon gut, dass wir da jetzt Effizienz 5 drauf haben. Oder haben wir da überhaupt? Ja. Effizienz 5 und Reparatur und alles. Ich habe mir überlegt, wie lange das dauert hat davor. Das ist schon hart irgendwie. Ja, ich war immer nur dafür, dass man irgendwie so einen einfachen Filter hätte. Also hat es einmal einen Mod gegeben dafür, aber anscheinend gibt es jetzt nicht mehr aktuell für die Version von Minecraft. Das finde ich irgendwie schade, dass so Mods, die wo einfach so nützlich sind, halt dann einfach nicht mehr gibt. Aber ich kann es verstehen, dass man da nicht Lust hat, jede Version wieder neu und da wieder neu und wieder und wieder. Weil Mojang bzw. Microsoft sich dann denkt, oh nein, wir machen das nicht einfacher. Aber hey. Aber ich sag, die wird schon wieder so voll Inventar voll. Was jetzt schon nicht, wo ich sie da soll. Ey. Oh, hier müssten wir nur 2 Tee. Oder müssten wir bloß 1 Tee? Was gerade gar nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Eigentlich 2, ne? Das macht der gleichen Kähnen. Aber ich glaube, wir werden mal die Bambusebene anders machen. Und dann Öfen anders machen. Dann vielleicht einfach sagt, ja, unter die Bambusdinger einfach Öfen dann drunter oder so. Natürlich zur Mini-Ebene oder so vielleicht. Dass man dieses Problem auch gar nicht mehr hat mit dem Umbauen und
oder halt Aufbauen von dem Ganzen. Und da kann ich aufhören. Ah ja, ich muss ja fast auf. Da ist ja Wasserebene. So war das. Eieiei. Das ist halt auch sowas, wo ich sage, da bist du halt dann schon wieder verwöhnt, wenn du die ganze Zeit in so einem Mod-Pack spaced. Wo halt einfach so viel Technik-Mods drin haben. Das ist halt schon hart dann. Ja, boy, es ist schon. Aber ich muss ja sagen, ich finde es jetzt schon krass, dass wir jetzt nach der ewigen Zeit. Jetzt muss ich direkt nachschauen, wie viele Folgen, dass wir jetzt da nicht mehr im Lager wirklich gearbeitet haben. Weil wir halt einfach die ganze Zeit andere Sachen priorisiert gehabt haben, wie Dorfbewohner und XP-Farm und wir brauchen Redstone für das, Redstone braucht man das. Und ich wollte erst XP für was weiß ich gar nicht mehr. Was wollte ich XP? Zum Reparieren, ne? Dass ich einfach reparieren kann. Und jetzt können wir easy, simple einfach Sachen reparieren, wenn wir einmal umgehen, unser Zeige in die Hände nehmen und das dann machen. Rüstung repariert sich die ganze Zeit von allein, wenn man irgendwie XP aufsammelt. Das ist halt schon am geilsten. Jetzt müssen wir halt dann wirklich mal auf Netherite Farmen gehen. Dann sagt sie, jo, jetzt ist es soweit, mit dem jetzt Netherite Farm. Dass wir Max Gear haben. Und eben zum Dümplerzeug da rumlaufen. Weil das finde ich macht schon mal gar keinen Sinn. Ich überlege die ganze Zeit, wo wir uns auf Bambusfarm dann hinmachen. Prinzipiell kann man die ja einfach woanders hinmachen. Weg vom Haus, weg vom Keller da. Aber wenn sie irgendwie anbietet, das Ganze. Aber ich habe halt gemerkt, wo ich es dann neu umgebaut habe, auf das, dass man überall Glowstone hat und dass überall Beobachter sind und ja, das ist halt dann schon ein Unterschied, sage ich jetzt mal. Als wie, wenn man sagt, ja, ich tue jetzt einfach da mal so ein bisschen Larifari Zeug abbauen oder ich tue ein bisschen hin und her und schau, da müsste die nur und da müsste die nur. Das ist halt schon mal so eine Sache, ne? Naja, das geht auch noch weg. Oder anderer Boden eigentlich einer gehört. Also das muss eigentlich nicht weg, dieser Boden. Ich mache den bloß weg, weil ich wollte mal einen anderen Ring einer. Ah ja, stimmt. Das war ja da. Dann da ich sagen, wir machen doch kleinen anderen Boden einer. Dann macht man Steinziegel eine. Weil das ist das, was wir am einfachsten machen können. Und am meisten Ressourcen haben dafür. Wenn wir einfach so viel Stor haben. Sagt man ja an dem, was wir jetzt halt nur schon abbauen wieder. Im Bad haben sie immer irgendwas extra farmen, wenn wir das eh haben. Dem her easy cheesy so durchsnacken. Dann unsere Fackeln. So.
Ja, man kann das auch streamen, ne? Aber irgendwie, was denn, momentan. Es ist jetzt wieder so, oh, jetzt ist ja gerade Beta von Diablo 4 und dann denke ich mir so, Digga, Alter. Was ich da jetzt schon wieder so her und denke mir so, Alter. Wie kann man so ein geiles Spiel so verschandeln einfach? Ich verstehe es nicht. Digga, es ist kein, was ist das? Es ist kein MMO, aber sie müssen ein MMO draus machen. Und denke so, Digga. Ja, keiner von den Diablo-Spieler mächtig ist. Und das sind im Endeffekt die Leute, die wo das Spiel ja spielen. Da kennen ja nicht 1000 andere Leute auf einmal. Die wo das dann auf einmal spielen. Nur weil jetzt halt ein nice Diablo rauskommt, spielen die da auf einmal Milliarden andere Menschen das Spiel. Die wo überhaupt keinen Bezug dazu haben oder halt nicht Ding. Nur weil es nice ist oder so. Und ich so, Digga, Alter, wenn ich schon Sachen, also wenn ich Sachen Collectibles sammeln muss, dass ich irgendwas kriege im Spiel, Alter. Beim Dreier war es wenigstens so, dass bloß halt, ja, so der Erfolg, dass halt mehr Punkte auf dem Profil lassen. Ich so, ja, cool. Aber jetzt, Alter, das ist ja. Es ist, Alter. Dass ich irgendwie Statuen sammeln muss, dass du Punkte kriegst auf irgendwas. Da denke ich mir dann schon, ja, okay. Weiß nicht, ob das sein muss. Also, das finde ich schon ein bisschen weird dann, das sage ich jetzt mal sogar. Also, das hat ja nichts mit dem Spiel dann zum da. Ich finde es einfach schade, weil die Spiel ist eigentlich echt. Es schaut eigentlich echt geil aus, aber wenn du jetzt schon wieder mitkriegst, was da so passiert und du musst es dann, Diablo 3, 2 hat ja auch Season und so, wo es dann neu anfängst immer. Und dann denke ich mir so, hä? Warum mache ich das Spiel so scheiße? Was, das soll ja nicht bloß ein Jahr funktionieren, das Spiel. Das muss ja mehrere Jahre funktionieren. Und jetzt machen sie einfach dieses Prinzip von Spiel kaputt. Und jetzt, Alter, bist schon irgendwie schon traurig dann, sag ich mal. Aber wenn es 3 jetzt für Diablo 3 Community oder für Diablo Community jetzt nicht das Mega-Game war, ich hab das halt übel fake gespielt schon. Das habe ich glaube ich auch schon 1000 Stunden oder so gespielt inzwischen, mindestens. Und jetzt machen die das so kaputt, das neu. Und ich denke so, Digga, Alter, hättest lieber nur ein nice Diablo 3 gemacht oder so. Anstatt dass so ein Müll macht's. Die wir mit dem, vor allem die sind wir mit einem kompletten auf Server spielen oder hey, was? Kein Mensch mehr die ganze Zeit auf dem Server spielen. Beim Spiel, da wo ich allein spielen möchte. Das hat mich auch schon bei. Ich habe Lost Ark auch nur gespielt, dass ich es mal gespielt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie das ist und so. Und dann ich so, Digga, welcher Mensch spielt sowas gern? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Es macht ja null Spaß einfach. Also die ganze Zeit nur so am Grinden bin oder so. Also das sind ja nicht mal Grinden. Das ist, du bist einfach nur die ganze Zeit am Rumsandeln da. Du musst immer da online sein, dass du das und das machen kannst. Nee, so, Alter, na. Ich möchte spielen, wann ich möchte. Ich möchte das allein spielen. Ich möchte nicht mit 1000 Leuten zusammenspielen müssen. Dass ich das überhaupt schaffe. Das ist, was mich so stört. Ich glaube, dass die relativ fake kaputt machen werden durch dieses Spiel einfach. Es wird leider wahrscheinlich nicht so geil werden, wie man es sich vorstellt. Wenn ich mir jetzt schon denke, dass man immer irgendwelche Leute in der Stadt, dass man immer Leute treffen kann in der Stadt. Das find ich schon ungeil, weil was möchte ich denn damit? Wenn ich die Story spielen möchte, möchte ich nicht irgendwie Leute in meinem Bildschirm haben, die wo da einfach auch drin haben. Wenn ich das möchte, kann ich WoW spielen. Ganz ehrlich. Das ist ein MMO. Aber doch nicht Diablo, Alter. Mach doch Diablo nicht zu so einem Spiel. Da wo du mehr oder weniger da sein musst oder online sein musst dann. Einfach weird. Also wirklich. Das ist einfach nur weird. Wieso man sowas macht, verstehe ich nicht. Es ist für mich einfach unverständlich. Da hole ich mir so eine IP mehr oder weniger aus Microsoft und dann mache ich es kaputt. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Und dann sollst du für 100 € zahlen.
Das ist schon das nächste. Das ist 100 Euro für so ein Spiel zahlen. Obwohl es einfach ein MMO ist, das wo ich einfach auch. Wenn ich alles andere spiele, kann ich es umsonst spielen. Und das muss ich halt zahlen, dass ich es spielen darf. Ich so, okay, ich spiele halt nicht Diablo. Das ist so cool. Also ich bin mir immer noch unsicher, ob ich spiele oder nicht. Ich finde es einfach echt sehr schade, wie das sich entwickelt hat jetzt seit dem Release. Am Release man denkt so, oder am Release, nicht am Release, an der Ankündigung, man denkt so, oh geil, Alter, endlich mal was Neues, endlich Story und so. Der Trailer war auch mega geil. Und dann kommt er so, ja, du bist dann auf dem Server, wo mehrere Leute, wo du andere Leute im Ding treffen kannst. Ich so, und für was möchte ich Leute treffen? Ich möchte Spieler spielen. Also, was möchte ich bitte mit anderen Leuten auf dem Server? Das ist für mich was ich nicht verstehe. Und dann war nur so, ich glaube nach der Alpha-Phase und so, wo die ganzen Streamer und so, die waren halt so oder Tester halt, sag ich jetzt mal, die wo halt Keys gehabt haben, wo ich dann schon sagen muss, ja, ab einem gewissen Punkt musst du halt dann irgendwie mit anderen Leuten zusammenspielen. Ich so, warum muss ich aber an einem gewissen Punkt mit anderen Leuten zusammenspielen, dass ich das schaffe? Warum werden Heißdruck-Spiele so dumm entwickelt? Vor allem so, was, die machen immer mehr IPs von eure IPs kaputt. Da wollen wir denken, so, warum muss ich jetzt so kaputt machen? Das ist, was ich überhaupt nicht mehr in Schädel reinkriege. Warum mache ich das? Es bringt doch kaum was. Wenn ich sage, so, jo, wie macht man das jetzt so und so. Weil, wenn es wenigstens was, dann denke ich mir so, ja, dann lass die Community entscheiden, was wir machen. Und entscheidet sich einfach immer selber irgendein Bullshit, Alter. Ja, geil, Alter. Juhu, Spätes, wo kann er spielen mich? Das bringt Geld. Dann hat's, was vor allem, das hast du dann einfach einen Hype, weil natürlich viele Leute dieses Spiel kennen oder die Serie kennen oder diese IP kennen halt und denken so, oh geil, endlich was Neues davon. Jetzt kann ich das spielen und dann gehst du so rein und denkst so, ja okay, dann kommst du wieder zurück. Ich weiß nicht, ob man damals Diablo 3, wie man das gekauft habe, das haben wir noch im Geschäft gekauft. Da war ich noch nicht mal so alt. So weiß ich noch. Das ist, also wirklich, das ist was ich überhaupt nicht in meinen Schädel reinkriege. So Sachen, wo man dann einfach so sagt, so, ja, das ist halt jetzt so. Und dann denke ich so, hey, na, ich bin doch der Spieler, ich muss doch entscheiden können oder irgendwie Input geben können an die Produzenten oder Programmierer oder an das Studio. Also dann kannst du, ja, das war aber cooler, noch, wenn du das noch drin hättest oder das war cool, wenn halt Leute auf das hören dann mal. Ich verstehe einfach nicht, warum die einfach so dumm sind. Wenn ich aus Diablo 3 einmal ummachen möchte, dann darf ich das. Dann darf ich, oder wenn ich ein MMO spielen möchte, dann darf ich nicht Diablo spielen. Weil Diablo 3 ist zum Beispiel ja so, du spielst ja nur ab und zu oder wie oft spielst du da mit anderen Leuten zusammen? Entweder du spielst mit anderen Leuten zusammen, weil du mit deinen Freunden spielst, in einer Vierergruppen, oder du spielst allein. Oder du spielst mit völligen Randoms dann, weil du irgendwie Kopfgelder farmst oder so. Weil du schneller bist dann. Aber ich spiele doch das nicht mit 30 Leuten, Alter. Die wollen mir völlig am Arsch vorbeigehen. Wenn ich nur die Story allein spielen möchte und allein dieses Ding haben möchte. Und den Struggle haben möchte, dass ich das schaffe oder so. Ich verstehe es einfach nicht. Warum macht man so Spiele so kaputt? Ja, das muss man glaube ich echt nicht verstehen. Warum Studios immer alles irgendwie weirder machen
Und dann auf einmal so, oh ja, wir machen jetzt einfach so. Oder man kündigt es so und sagt so bei dem Spiel so, ja, das kommt da raus. Anstatt dass man einfach sagt, ja, wir wissen noch nicht, wann es rauskommt. Weil man einfach gerade Personalmangel hat oder wir müssen es verschirmen oder bla oder sonst was. Und man denkt so, Digga, Alter, ist doch mir scheißegal. Und dann der sich halt verschirmen, habt das wird dann geil, Alter. Das ist was ich bei manchen Leuten nicht verstehe, Alter, da wartet jeder drauf. Klar wartet jeder drauf. Aber da muss ich doch nicht rumpissen, Alter. Wenn sie selber ins Studio so sagt, so, ja, es ist halt noch nicht fertig und wir haben halt nur einige Probleme gerade. Und deswegen verzögert sich der Release vom Spiel um, keine Ahnung, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder undefiniert wann. Weil man lieber aus wie dann in der Spielreizung käme, das so kompletter Bullshit ist. Weil es einfach überhaupt nichts mit dem Spiel an sich zum tun hat, was eigentlich mal war. Oder was sein soll. Vor allem bei Diablo oder so. Du musst ja aus WoW auch nicht auf einmal ein MOBA-Battler oder ein Online-Handy-Game oder so. Machst du ja nicht. Warum? Weil es einfach nicht das ist. Diablo funktioniert, weil es das ist, was ist. Das ist ja gerade der Sinn dahinter. Aber das verstehen die Leute einfach alle nicht. Ja, das ist was ich einfach nicht. Das kriege ich einfach nicht in meinen Schädel rein. Das Leute so dumm haben und das immer wieder so versimmen einfach. Ich finde das einfach nur traurig. Weil warum waren früher Spiele so erfolgreich? Das ist das, was ich mir immer denke. Die Spiele haben nicht erfolgreich, weil es immer die Massen oder so dann befriedigt, was die mehr haben. Oder halt oft früher auf die Leute gehört worden ist, die das halt spielen und sagen so, oh, das war aber cool. Oder man hat sich halt einfach nur, man hat halt einfach nur das Ohr offen gehabt für die ganzen Spieler, die die Spiele ja gespielt haben. Und heutzutage wird einfach nur so, oh, was bringt Geld, was kann man noch mit einem machen, das müssen wir noch mit einem machen. Macht so noch einen Online-Shop mit ein, dass man echt Geld ausgeben kann. Aber, was, wenn ich manchmal zum Beispiel denke, ja, es gibt dann so einen Boost oder so einen Level-Boost, was du mehr XP kriegst. Und ich denke, Digga, wenn ich das schon spiele, oder, dann brauche ich dieses Spiel nicht, weil es ist kein League, es ist kein WoW, es ist kein CSGO oder sonst was. Digga, das ist ein Hack-and-Slay-Game, das wo ich mich reinchillen möchte. Und nicht, oh, ich muss um die Zeit da sein, ich muss um die Zeit da sein, ich muss um die Zeit da sein. Und das wird gerade aus dem Spiel. Das wird leider aus dem Spiel das. Und dann denke ich mir so, ja cool, vor allem jetzt, ja, Beta-Phase ist voll der Abfuck, ja klar. Wenn man sich einen Zugang zu einer Beta-Phase kaufen kann, Alter, dann wundert sie, dass das ein Abfuck ist. Also blöd muss man sein. Das ist genau wie das neue Zelda, da habe ich auch null Bock drauf, Alter. Ich habe Breath of the Wild, so schön wie es ausschaut, aber es ist für mich kein Zelda nicht. Es ist einfach so einfach hingeschissen, so, oh, man muss Open World machen. Nein, musst nicht. Das ist ja gerade das Geile an Zelda. Dass du nicht dieses Ding hast, dass du irgendwo in der Welt unendlich irgendwo hin musst, sondern du musst diese Rätsel lösen, mit dem was du hast und nicht so, ich suche jetzt 10 Tage lang nach dem und dem, ich suche jetzt 10 Tage nach dem und dem. Na. Das möchte kein, also ich weiß nicht, vor allem Zelda haben dann auf einmal Like gespielt, die wo es nie davor gespielt haben und denken so, ja, Alter, dann geh und spiel irgendwas, was das ist, aber das, was du da suchst, das ist nicht Zelda, Alter. Zelda war schon immer also leicht schwarz und also leicht simpel, aber schwarz Game. Das wo halt dann funktioniert, wenn es funktionieren muss. Und jetzt ist es so, oh ja, such alles zusammen, macht er Essen, macht er das und anders schaffst du es nämlich nicht. Und ich so, ja, cool. Also ist jetzt ein Crafting-Survival-Game oder wie? Das ist was ich ganz traurig gefunden habe. Wo ich dann Breath of the Wild habe ich ja übel spät erst gespielt. Privat natürlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, am Anfang ganz cool so, ja. Aber irgendwie hat man dann, also ich habe es nie durchgespielt, weil es macht einfach keinen Bock nicht. Es ist halt einfach so schön die Welt da ist. Und wenn du das sammeln kannst, denkst du so, ja cool, Alter. Dann hast du von meinem Haus, da wo du die ganze Zeit Geld einstecken musst, mehr oder weniger. Und ich so,
Was hat nichts mit Zelda zu tun? Bin ich da etwa in einem Simulator oder was? Das ist ein Story-Game, da wo du unendlich lang dahin tun musst. Das wo anscheinend nicht mehr abgeschlossen ist, weil ein zweiter Teil dafür rauskommen muss. Obwohl es eh schon wohlwissend obwohl sie eh schon wohlwissend ein Ding gemacht haben. Wohlwissend ein DLC rausgebracht haben dafür. Und jetzt reicht es einfach, das Spiel, also es reicht dann immer noch nicht, dass du dieses DLC gespielt hast oder gekauft hast, weil das DLC dir ja nichts bringt. Ganz einfach. Und dann denke ich mir so, neue Hetzog-Spiele nur das Geld bringen oder also anscheinend ist es ja leider so, dass Spiele nicht mehr so existieren können, ohne dass man sagen muss, oh, das muss Geld bringen. Anscheinend ist das der O-Ton, der wo da herrscht bei Gaming inzwischen. Und deswegen, ich weiß nicht, was Nintendo sich da denkt, dass man so Legend of Zelda einfach so verkackt einfach. Es ist etwas, ich weiß nicht, wie viel ich da nur sagen soll. Also ich denke mal, das jedes Mal wieder. Vor allem bei Legend of Zelda denke ich mir jedes Mal so, früher habe ich es so gern gespielt. Das sind so Kindheitserinnerungen, egal was für uns. Ich habe erst später dann so, Alter, nachgeholt und dann denke ich mir so, Alter, das ist so geil einfach. Und dann machen die so Müll draus. Dann denke ich so, Alter, warum? So. Einfach so, warum? Warum mache ich so einen Kack aus dem Spiel? Das ist so, das ist auch so ein Spiel, wo man denkt so, hat sie so blöd oder jetzt ist einfach alle bloß so. Also, ich habe ein gutes Spiel und denke so, oh jo, jetzt mache ich einfach irgendeinen anderen Kack. Und ich, hä? Warum? Einfach warum? Warum tut man sowas? Ich finde es einfach nur traurig. Ich finde es traurig, was aus Spiele geworden ist. Ganz ehrlich. Okay. Aber gut. Und dann haben wir sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo oder lasst ein Like da. Wir sehen uns dann mal wieder bei der nächsten Folge. Also, habe Ehre.